Der Joschi lässt sich von Sascha verzeihen, wie es wirklich gewesen ist, und ist wieder gut mit ihm. Und der Gerstl gibt ihm noch 2 Tage, bis es oberschwarbt, damit dass es derer noch zeigen kann, auf die wo er so heiß ist. Die Emma übernachtet mit seiner Mutter im Zirkuswagen, samt dem, dass ja der Sascha gesagt hat, dass da drinnen umgeht. Sie sagen aber ganz frech, sie fürchten der nicht, und wegen dem tut Uri ein wenig weierzen. Das kleine Dirndl schläft aber, so dass schön der Fanny ein wenig kalt über den Bugel runterläuft. Der Hubert schafft sich einen kleinen Rechner als Gehilfen an, aber der versteht kein Bayerisch nicht und macht das Hundertste falsch. Und wegen dem tut er schließlich einen Keuer runter. Das Bärle spielt mit zinkte Karten und sein Alte kommt ihm dahinter und lart nicht unversehens einen Kaffee drüber. Also, dass mit neuen Karten weitergespielt werden muss. Das Essen ausfallen wird die Wirtsleute zu viel. Und wie nachher zu Bayerkofen auch noch eine Konkurrenz auftaucht, lassen sie es ganz bleiben. Da zieht sie sein Kader, bringt der Uri sein Morsal um. Und wie er nachher einen Tag lang nicht mehr auftaucht, glaubt sie, dass ihm der Gregor erschlagen hat. In Wirklichkeit aber hat ihm schon der Roland aus Versehen in sein Keuer eingesperrt. Ein Hummerl sein Standl zum Millezapfer sollte in der Glotzen vorgeführt werden. Aber wie die vom Fernsehen daherkommen, haben die Leute schon alles leer gekauft. Und zum Vorführen müssen sie eine Mille aus dem Supermarkt einladen. Die Lansinger versuchen alles Mögliche, wie sie einen Mike über seinen Verdruss drüber weghelfen können. Aber der sauft alle mehrer und der Rappe packt ihm und er randaliert in der Wohnung und in der Werkstatt, also dass Toni das nimmer aushält und auszieht. Schließlich wird er auch noch gewaltmäßig und geht auf den Patrick und auf den Pfarrer los.